لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. Es geht genau weiter. Man hat gesagt, es sind für Quraysh gewesen. Wer ist Quraysh? لِتُنْذِرَ. Also, wieso ist die Botschaft gekommen? Die Botschaft ist gekommen, damit du, also der Prophet Mohammed, Leute warnst, deren Vorfahren nicht gewarnt wurden. So sind sie achtlos. Das ist das erste Ayah. Nochmal kurz, also damit du Leute warnst, deren Vorfahren nicht gewarnt worden sind. So sind sie achtlos. Also, Botschaft, also der Koran ist geschickt worden, damit der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam was machen kann? Das Volk tut warnen. Und jetzt müssen wir vielleicht das Wort warnen mal neuer anschauen. Warnen. Wenn tut man warnen? Also warnen tut man, wenn man erfährt, dass irgendetwas Schlimmes passiert. Was ist denn Warnen? Also, sagen wir, in der Schweiz passiert eben glücklicherweise nicht so viel, aber es könnte ein grosses Unwetter kommen, vielleicht mit der Befürchtung, dass es Überschwemmung gibt. Und sagen wir, ich wohne jetzt alle nahe bei einem Fluss und ich weiss das. Und ich weiss, dass jetzt so eine Überschwemmung kommt oder dass die Gefahr von dieser Überschwemmung da ist, dann ist das, was ich machen würde, was? Ich komme und warne euch. Wieso würde ich euch warnen? Wieso soll ich euch überhaupt warnen? Also wenn einer Leute warnen, dann ist das ein Zeichen wofür? Dass man sich kümmert. Oder nur jemand, der sich Sorgen macht um andere Menschen, würde andere Menschen warnen. Weil andersrum würde ich sagen, ja, ich wohne auf dem Berg, also ich habe keine Angst vor einer Überschwemmung, also ist mir das eigentlich so lange breit. Also warnen tut nur der, der sich auch sorgt. Das ist wichtig. Sorgen für andere, haben wir das Wort nicht auch schon gehabt? Ar-Rahman. Das wiederholt sich wieder, es tut sich wieder vervollständigen. Allah Ta'ala ist Ar-Rahman, er ist der, der sich kümmert um die anderen. Und weil er sich um die anderen kümmert, tut er die Menschen warnen. Und häufig hören wir vielleicht auch, es gibt ja viele Ayah über Jahannam, über die Bestrafung und ich sage, wieso kommt im Koran so viel von Hölle und von all diesen Strafen, von der Peinigung und so weiter, wieso kommt das? Und das ist nicht schön, ich wollte das eigentlich lieber nicht. Aber wenn ich jetzt mich noch mal daran erinnere, also wer tut warnen? Jemand, der sich Sorgen macht. Also wenn ich weiss, das kommt, und würde dir nicht sagen, was wäre denn? Weil Allah Ta'ala weiss, was alles kommen wird, muss er warnen. Und warnen kann man nicht mit schönen Worten. Ich kann nicht einfach sagen, so ganz beiläufig erwähnt, übrigens es kommt eine Flut. Da lasse ich gar nicht hin. Also zuerst muss ich mal die Aufmerksamkeit erwecken von denen, die zulassen, damit die überhaupt bewusst sind, jetzt kommt etwas Wichtiges. Oder ich kann es auch nicht auf eine lustige Art und Weise sagen. Wenn jetzt eine Überschwemmung kommt, kann ich nicht einfach sagen, oh, morgen kommt eine Überschwemmung, haha. Das macht ja keinen Sinn. Also das heisst, wenn ich von einer Warnung rede, also wenn ich von etwas Schlimmes, ich will auf etwas Schlimmes aufmerksam machen, dann muss ich das mit einem gewissen Ernst und auch mit gewissen harten Worten machen, damit man sich überhaupt von dieser Situation oder über diese Situation bewusst wird. Also warnen tut jemand, der Mitgefühl hat, also der sich sorgt um die anderen. Aber eine Warnung muss eben auch von einer bestimmten Stelle kommen, dass man sie überhaupt ernst nimmt. Nämlich von was für einer Stelle? Von einer Stelle mit einer gewissen Autorität und mit einer gewissen Glaubwürdigkeit. Jetzt haben wir das Wort Autorität schon wieder. Also als eine Warnung ernst genommen werden kann, muss es von einer Autorität stellen. Also wenn ich jetzt von einer Flut rede und ich selber habe keine Ahnung über Wetter und so Zeug, dann werden die mir das nicht glauben. Wenn ich jetzt aber sage, ja, ich habe es in den Nachrichten gehört, oder der Meteo hat gesagt, und Meteo ist bekannt für das, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, Meteo hat eine gewisse Autorität in diesem Bereich, dann wird man das eher glauben. Also damit man eine Warnung ernst nimmt, muss die Warnung von jemandem kommen, der eine gewisse Autorität hat. Und eben Autorität ist wieder da, wir haben vorher schon gehabt. Autorität. Und Allah sagt, er ist die Autorität. Welcher Name von Allah ist das? El-Aziz. Also es kommt alles immer wieder. El-Aziz, also Allah ist der mit Autorität und weil Allah die Autorität hat, kann er auch warnen und tut er auch warnen. Jetzt ein zweiter Punkt zum Thema Warnen. Wenn wir jetzt hier sind und jetzt den Unterricht hier zulassen und keiner von uns hat ein Handy mit Internetanschluss oder niemand würde jetzt sein Handy anschauen und draussen passiert irgendetwas,
Könnte einer von uns warnen? Also, das heisst, eine Warnung, damit wir über das Bescheid können, bekommen oder erfahren können, was draussen passiert, muss jetzt irgendjemand durch die Tür kommen und uns sagen, hey, draussen passiert das und das, macht so und so. Also eine Warnung muss immer von außerhalb kommen. Weil von innerhalb haben wir gar keinen Bezug. Also wie kann ich wissen, dass von außen etwas kommt? Also irgendeiner, der dort draussen ist, muss mir die Warnung sagen. Also der Ursprung von der Warnung muss außerhalb sein. Der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam war ein Mekkaner, er war in Mekka. Er war nicht irgendwo draussen und ist nachher gekommen und gesagt, übrigens, ich bin draussen, ich weiss jetzt, das und das passiert. Er war einer von ihnen, er war unter ihnen und ist mit der Warnung gekommen. Und das ist jetzt das, was sich die Mekkaner hätten müssen fragen. Eine Warnung muss immer per Definition von außerhalb kommen. Aber von wo? Von wo von außerhalb? Die Antwort haben wir schon gegeben. Wir haben vorher gesagt, Tanzil al-Aziz al-Rahim. Also Tanzil von oben. Oder die Warnung ist herabgesandt worden. Eigentlich hat Allah oder der Prophet Muhammad die Antwort immer schon gegeben. Wenn die Leute sie hätten verstehen. Damit du Leute warnst. Kaumen. Das ist auch wieder so eine Sache. Damit du Leute warnst. Wer sind die Leute? Wer ist da gemeint? Wer soll gewarnt werden? Quraysh. Jetzt, von den Quraysh wissen wir, dass sie ein sehr stolzes Volk sind. Die sind alle so rumgelaufen. Die hatten nicht einfach, das war nicht irgendjemand gewesen. Wir sind Quraysh gewesen. Jetzt kommst du und sagst du, damit ein Volk gewarnt werden kann. Also allein das, dass du da wieder die unbestimmte Form verwendest, oder dass Allah da die unbestimmte Form verwendet, ist schon Beleidigung für Quraysh. Und damals, das habe ich vielleicht noch gar nicht gesagt, damals ist zur Zeit vom Prophet Muhammad in Mekka, sallallahu alaihi wasallam, ist Sprache etwas ganz Wichtiges gewesen. Also die Leute sind die Angesehensten, die die schönsten Gedichte machen können. Also die Leute haben auf die Worte geschaut, die Leute haben verstanden, was gesagt wird. Die Leute haben versteckte Botschaften verstanden. Also wenn ich etwas Zweideutiges sage, heute versteht das die Hälfte nicht, aber früher, also wenn du in einer Gruppe von Leuten bist, die genau auf das hinlässt, die verstehen das. Also haben die sehr wohl gemerkt, dass wenn er sagt, damit du Leute warnst, also Leute, irgendwelche Leute, und sie sind gemeint, ist das eine Beleidigung. Das ist schon mal eine Beleidigung. Allah Ta'ala sagt ihnen, hey, wer sind ihr da? Ihr habt das Gefühl, es sind da irgendetwas Besonderes, aber Allah tut sie nur Leute nennen. Da geht es aber noch weiter. Deren Vorfahren nicht gewarnt wurden, so sind sie achtlos. Also, Allah sagt, dass die Vorfahren von diesen Quraysh, die sind nicht gewarnt worden. Und weil sie nicht gewarnt worden sind, haben sie keine Ahnung von dem, was überhaupt los ist. Also das ist jetzt schon mal Beleidigung Nummer 2. Wir wissen, dass Quraysh ein stolzes Volk war und sie haben sehr grossen Wert auf ihre Ahnengeschichte gelegt. Also man war stolz, der Sohn von dem und dem und dem zu sein, man war stolz, von dem Stamm zu sein, der von dem und dem abstammt. Also die Ahnenfolge, das war etwas sehr Wichtiges. Und wenn du eben keinen solchen Stamm hast, bist du auch gar nicht wert gewesen. Nur der hat eine gewisse Position bekommen, nur der hat eine gewisse Stellung bekommen, die auch schon aus einer Familie stammt, die eine bestimmte Stellung hat. Also die Ahnen, die Vorfahren, die sind sehr wichtig. Und für Quraysh war es noch wichtiger gewesen als bei anderen Orten vielleicht. Und jetzt kommt da die Ayah, wo Allah sagt, der Prophet Mohammed ist eigentlich nur geschickt worden, damit er Leute, also irgendwelche Leute, die Vorfahren haben, die keine Ahnung haben, kann warnen. Also das ist eine doppelte, dreifache Beleidigung vom Stamm der Quraysh. Und nochmal, ganz am Anfang habe ich gesagt, er tut Urteil aussprechen, obwohl er nicht in der Lage ist, obwohl er nicht in einer autoritären Position ist. Also mit so etwas tust du Quraysh beleidigen. Und wenn ich jetzt noch hingehen, um die Leute von etwas, also über etwas zu überzeugen, würde ich ganz sicher nie etwas Schlechtes über sie sagen. Dann würde ich sie so vorsichtig wie möglich würde ich mich denen nähern, damit dann ja niemand ein schlechtes Gefühl hat und mir dann eben nicht zulässt. Aber Allah kommt mit so konkreten, so direkten Wörtern vor und tut sie direkt, also wirklich mit dem Brett vor das Gesicht schlagen. Und für uns ist das eben nicht so auffällig, wenn wir es einfach so lesen, hätten wir das vielleicht bis heute noch gar nicht gehört, was da eigentlich gemeint ist. Aber die Quraysh haben das damals schon begriffen.
Allah Ta'ala sagt ihnen, ihr seid so arrogant und so von euch eingenommen. Aber warum? Was habt ihr, oder aufgrund von was sind ihr so arrogant? Und wenn wir mal schauen, wo Mekka ist mitten in der Wüste. Was haben die? Sie haben nichts. Gibt es in der Umgebung von Mekka grosse Kulturen? Wir wissen, im Norden sind die Römer, also Ostrom, Byzanz, Perser sind dort. Die Abyssinier also haben sogar eine gewisse Grosskultur gehabt. Ägypten ist nicht weit weg. Das sind alles grosse Kulturen, die jetzt islamisch sehr gut oder schlecht, das ist etwas anderes, aber die haben irgendetwas, auf das sie können zurückgreifen können. Die haben eher grosse Bauten, die haben Universitäten, die haben Geschichte, also eine Vergangenheit, auf das man stolz sein kann. Ich meine, die Griechen oder die Oströmer, auch wenn es etwas schlussendlich religiös gesehen nicht gut ist, aber die haben ihre ganze Mythologie, das wird heute noch in der Schule gelehrt. Aber was hat Quraysh gehabt? Die haben gar nichts gehabt. Und trotzdem sind sie so von sich eingenommen gewesen. Und wir haben Länder in der Umgebung, die expandiert haben. Eben die Perser haben immer wieder Krieg gemacht. Der Ostrom hat alles Mögliche erobert. Aber niemand ist gekommen, zum Mekka erobern. Warum? Sie haben einfach nichts gehabt, es hat sich nicht gelohnt. Das Erdöl war damals noch nicht da, also man hat keinen Grund gehabt, um nach Mekka zu gehen und Mekka erobern zu wollen. Also Mekka war so bedeutungslos in der Weltgeschichte, dass man das gar nicht beachtet hat. Irgendwo in der Wüste, wieso soll ich mich dort hingehen und auf dem ganzen Weg dorthin soll ich mich bröteln lassen? Und trotzdem sind sie so von sich eingenommen und haben so eine hohe Meinung von sich. Und das passiert auch heute noch mit Gesellschaften, die irgendwie abgeschlossen sind, also wo so eine kleine Gesellschaft, die nur unter sich ist, dort passiert das sehr häufig, dass man innerhalb plötzlich Autorität hat oder das Gefühl hat, man ist das und das. Aber von draußen weiß es gar nicht, man sieht das gar nicht mehr. Also es gibt viele Moscheen, so kleinere Moscheen, dort ist schon, weißt, ich bin der Präsident von das und das, ich bin schon allein der Begriff Präsident sein, tut einem schon gerade mit Stolz so die Brust aufschwellen lassen. Und außerhalb von dieser Moschee gar niemand daran, dass es dich überhaupt gibt. Man weiß immer, dass die Moschee dort ist, dass es dort überhaupt einen Präsident gibt. Aber in so kleinen Gesellschaften kann das passieren, das kann auch in der Familie sein. Ein Familienvater kann total autoritär sein und seine Macht, die er in der Familie total schlecht ausnutzen, weil er eben in diesem kleinen Kreis eine Macht hat, die ihn abheben lässt. Das Gefühl, er ist das Größte. Aber eben nur innerhalb von dieser Familie. Und draussen ist er nicht. Wahrscheinlich wird er draussen selber immer umgeschubst und umgestoßen und tut es daheim einfach umgekehrt ausleben. Und so muss man sich da Mekka vorstellen. Mekka ist ein sehr arrogantes und ein stolzes Volk, aber eigentlich haben sie gar nicht, aufgrund dessen sie hätten so stolz sein können. Und das ist das, was Allah in dieser Ayah sagt. Also wieso bist du gesandt worden? Damit du Leute warnst, deren Vorfahren nicht gewarnt wurden. So sind sie achtlos. Genau. Damit wären wir jetzt eigentlich durch. Also Quraysh haben im Prinzip, indem sie den Prophet Mohammed abgelehnt haben, indem sie sich über ihn lustig gemacht haben, indem sie ihn beschimpft haben, bekriegt haben und alles Mögliche, sich mit jemandem auseinandergesetzt oder sich mit jemandem angelegt, wo sie gar keine Ahnung haben, wer das wirklich ist. Das passiert heute auch viel. Manchmal stimmen wir mit Leuten reden, wo wir keine Ahnung haben, wer sie sind. Wüssten wir es, würden wir ganz anders reden. Jetzt einfach so eine extreme Situation, das muss nicht so krass sein. Aber sagen wir mal, wir haben morgen ein Vorstellungsgespräch für einen Job, wo es ganz wichtig ist. Am Abend vorher fahre ich im Tram und sitze neben jemandem und rede mit dem über irgendwelche Sachen und ihm Sachen sagen. Und vielleicht sage ich sogar, dass ich morgen zu der und der Firma gehe und die Firma ist eigentlich, halte ich gar nicht von dieser Firma, aber ich kann trotzdem, weil sie zahlen gut. Und ohne dass ich es weiss, ist genau der dann bei dem Vorstellungsgespräch mein Gesprächspartner sein wird. Am nächsten Tag gehst du zum Vorstellungsgespräch und siehst den und dann musst du gar nicht mehr groß überlegen, wie das Gespräch enden wird. Also es kommt immer wieder vor, dass man mit jemandem redet und keine Ahnung hat, mit wem man redet und wegen dem eben achtlos und sorglos ist über das, was man sagt. Und sobald man erfährt,
mit wem man eigentlich geredet hat, ist es aber zu spät. Und heute im Facebook-Zeitalter ist es noch viel schlimmer. Heute kommunizieren wir, ohne dass wir überhaupt sehen, mit wem wir kommunizieren. Also jetzt gerade das Vorstellungsgespräch, oder? Das kann sein, dass ich in Facebook irgendetwas habe und der mit mir den Mund reden wird, jetzt schon ein bisschen sich Gedanken macht über den und Facebook zum Beispiel auch anschaut und dann aufgrund von dieser Kommunikation am nächsten Tag anders entscheidet. Und hätte ich das gewusst, hätte ich wahrscheinlich das Facebook, den Eintrag oder den Clip oder was auch immer das ist, oder das Foto, hätte ich das gar nicht gepostet. Das wird einfach als Schlusswort, dass wir immer schauen auf das, was wir sagen. Egal mit wem wir zusammen sind. Es sollte das nicht eine Situation geben, wo wir heute etwas sagen, wo wir eigentlich nicht würden sagen, wenn es jemand anders wäre. Also das, was wir sagen, muss immer verheben. Jetzt sind wir wieder bei Hakim. Was ist Hakim? Der Koran, der immer verhebt. Egal was, wen, wo. Immer, es verhebt immer. Egal wer es liest, es ist immer richtig. Es kommt das nicht so, eben heute rede ich und eigentlich habe ich etwas anderes gemeint. Und morgen, wenn ich dann mit dieser Person in Kontakt komme, hätte ich mir gewünscht, ich hätte es nicht gesagt. Und so ist der Koran. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so überbringen kann, aber es ist wirklich, wenn man bedenkt, wie fein gestrickt das ist und wie sehr alles immer wieder miteinander in Verbindung ist. Also jetzt haben wir nur, was sind das, die 6 Ayah besprochen und immer wieder wird auf das zurückgegriffen, was vorher gekommen ist, oder man baut auf etwas hin, was nachher kommt. Ich meine, die ersten 3, 4 Ayah sind nur so quasi wie eine Spannung aufzubauen. Wer hat das Ganze gesandt? Von Anfang an stellt sich die Frage, wer. Bei Yasin haben wir schon gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird unterrichtet, bekommt irgendeine Bildung über, aber von wem? Und es dauert ganz 4, 5 Ayah, bis Allah sagt, von mir. Vom Al-Aziz und Al-Rahman. Aber die Antwort kommt. Also es wird auf etwas hingeschafft oder nachher kommt etwas, das wieder bestätigt, was vorher war und so weiter. Und das ist die Grossartigkeit eigentlich vom Koran und das wiederholt sich immer wieder. Wir werden immer wieder die Beispiele sehen. Haben wir auch schon in der Vers vorher, ist das eigentlich schon so gewesen und wird so weitergehen. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له أستغفرك وأتوب إليك. Danke fürs Zuhören. Habt ihr zu dem noch Fragen?